Ich habe meiner Kante ja oft de Gläschen begegnet, mir sicherlich nie an so einem charmanten Setting wie hier am Fond de Gras, wo ich carrément mit einem Zug könnt für dem Gläschen morgen zu suchen. Oh, was tun ich mich als Kant all Jahres auf die Gläschen gefreut. Es gibt nicht mehr Schönes, wie morgens Treppen raufzugehen, an einen Teller voll mit Süßigkeiten zu finden. Mit dem absoluten Highlight war zwar, die Gläschen persönlich kennenzulernen und ein gutes Teacher von ihm zu kriegen. An dieser Episode mache ich ein Christtagsmenü ohne großen Aufwand. Es gibt Jus de Bœuf an einer Glühweinsauce, ein Cheesecake, den ich nicht zu backen brauche, und ich mache noch ein Glühcider für die Gläschen. Für Christtag muss es für mich einfach immer einen impressionanten Fleischplan geben. Und ich mache dieses Jahr einen unkomplizierten Plan mit Wow-Effekt. Jus de Bœuf mit einer festlichen Glühweinsauce. Ich brauche hier 6 Jus de Bœuf, rote Wein, Quatschekraut, Glühweingewürzer und Granatapfelkerne frittiert innen für zu servieren. Ein mijotierter Plat ist einfach perfekt für Christtag, weil, wenn ich bis alles präpariert habe, möchte ich Schäfchen die ganze Arbeit. Und mein Jus de Bœuf die kombinieren ich mit roten Innen. Ich brate für die 2 Innen an, ein bisschen Mehl sehen. Da kommen noch 2 Knoblauchzehen dabei. Da sind gut dicker. Die gehen noch ganz kurz mal angebraten. Und dann hole ich das Ganze raus, weil als nächstes wird mein Fleisch angebraten. Und dann gebe ich es verbrennen, wenn die noch dran bleiben. Für mein Jus de Bœuf mache ich als erstes mal nach Mehl, weil ich ein bisschen würzen. Weil daran wird das Fleisch gleich gezappt, ehe es angebraten wird. Ich benutze Jus de Bœuf, weil wenn ich das Fleisch mijotiert, da geht es so richtig zart und schmelzend und das ist einfach herrlich und total unterschiedlich als Fleisch. Ich brate die einzeln an, auf beide Seiten ein bisschen braun gehen. Und das Mehl, was im Fleisch ist, das dickst du nur mit Sauce, weil das geht nämlich dann natürlich an Sauce mit über. Und es gibt mega viel Sauce bei diesem Plat, mir das ist wirklich das Allerbeste drin. So, und dann glasiere ich meinen Pan mit gutem Wein. Gut, und da kann ein guter Löffel Tomatenpaste dabei kommen. Und 2 Löffel Quatschekraut. Ich habe gut Lützeburger Quatschekraut vom Quatschefest vom Münster. Das ist wirklich das Beste. Lassen das auch noch schmelzen. Okay, also kann der Rest Wein dabei kommen. Ich habe im ganzen eine Flasche. Bullische Rode, ne? Also das ist kein Wert, an einen Dauer zu investieren. Und dann könnt Bouillon, also habe ich einfach Bouillon de Bœuf. Und aus sich soll das Ganze für eine Glühweinsauce gehen, wenn es dir von Glühweingewürzen nicht fehlen. Und ich habe dafür 2 Kanälstangen, einen kleinen Anisstern und dann noch Pfefferkerne, ich meine 5 Stück geht durch, und 2 Nelcheskap. Genau das, was ich normalerweise an den Glühwein mache. Okay, und dann noch ein bisschen mehr Salz machen, aber weil Quatschekraut lang geht nicht durch, noch so 1,5 Löffel Brunnenzucker. So, und das Ganze kann ich nur mal abkochen lassen. Ich gehe einfach schon mein Innen an mein Fleisch mit dran zurück, da könnt ihr auch nicht gut warm gehen. Und dann lasse ich meine Sauce kurz abkochen. Wenn die Sauce bis kocht und das Ganze durchgewärmt ist, da kann ein Deckel drauf kommen. Und da könnt das ganz low 4,5 Stunden bei 140 Grad an den Schäfchen, wie das Fleisch richtig gut loskocht und zart wird. Während das Fleisch am Schäfchen ist, mache ich noch eine flotte Püree für dabei. Und könnt ihr ja ganz klassische Grundpüree machen. Ich mache ein bisschen etwas Extras für dabei. Und zwar ein Püree mit Panne und mit Apfel. Und das sind so flotte Wurzeln, die ganz aromatische Gou haben. Die schneide ich mal in Küben.
Und da kommen nur noch 3 Apfelchen dabei und die geben dem Ganzen nur ein gutes Säuerlichkeit. So, also kann ich mein Panne und mein Apfel zusammen ein gut 10 Minuten kochen am gesalzenen Wasser. Ich habe mein Gemüse aufgeschaut, weil es war gut Müll. Da kann das nur in den Mixer kommen. Zusammen mit einem guten Schnatz Butter. Und dann halte ich mein Püree so lange warm, bis der ganze Rest fertig ist. Oi, das riecht schon richtig kristallig. Mein Fleisch ist butterzart. Wow, das zerfällt schon bald. Herrlich. Das heißt, ich kann mein Fleisch assembleieren. Oi, eine gute Weinsauce. Und da ganz zum Schluss dekorieren ich das Ganze nach mit festlichen Granatapfelkernen. Gesagt aus wie Bullen und ein Bämchen. Und mit krupsigen frittiert innen. Wunderbar. Mein Jus de Bœuf. Ein festlicher Christachsplat ohne großen Aufwand. Der Gläschen ist ja wirklich ein guter. Hier geht alle Kanatitischen, hier verschenkt Kadoen, hier mischt Fotoen. Aber was kriegt ihr? Ich habe mir gedacht, es gibt mal Zeit, hier Kado zu machen. Und du kriegst nur von mir einen guten Glühcider gemacht. Normalerweise ist Glühwein ja der richtige Klassiker. Aber ich habe mir gesagt, wir warten nicht mal Cider machen. Wir haben in der Zwischenzeit gute Lützebäuer Cider. Und ich habe hier 500 Milliliter eben von dem Ramborn CM Blend. Und der wird da ein bisschen verfeinert. Also wirklich ist das so einfach. Mit 4 Löffeln Zucker. Da sind noch ein paar große Stecker dran. Und dann habe ich hier lauter Gewürze, die typisch Glühweingewürze. Und zwar Kanäle in einer Eisster, pur Pfefferkerne und 2 Nelcheskapp. Und die kommen auch noch dabei. Und dann braucht das ganz Karimone mit aufzukochen. Und dann ist es das. Wichtig ist, dass in den Glühcider, genau wie der Glühwein, noch nicht so lange abkochen lässt, für dass der Alkohol nicht ganz verflieht. Aber wirklich, das ist so etwas Einfaches, mir ist so gut. Und ich bin sicher, dass es dem Gläschen noch schmecken wird. Sehr schmecken. Oh ja, gut kristallig. Ein Glas für die Gläschen und ein klein viel Misch. Ich weiß ja, dass es bei den meisten immer ein Büste Noel als Dessert gibt. Mir ist challenge euch dieses Jahr, mein Christmas Cheesecake zu probieren. Ich brauche für meinen Cheesecake Spekulos, Kanäle, Cream Cheese, Rahm, weiße Schokolade, Kisten aus dem Glas. Ein Cheesecake ist wirklich perfekt für den Christachsdessert, weil das mega einfach zu machen und geht auch plus noch ganz sehr. Muss ich nicht mehr nicht am Frigo lassen. Die Basis von einem Cheesecake ist immer dasselbe. Es gibt Kichelchen genutzt, die schon gebacken sind und mit Butter gemischt. Und ich habe hier flotte Spekulos geholt, weil das so richtig christachlich ist. Ich gebe mir aber noch ein bisschen mehr ein christachlich Not. Und zwar könnt ihr noch Kanäle dabei. 2 Löffelchen. Das pusht da so richtig die ganz Christachsguen. Und ihr könnt noch geschmolzene Butter dabei. Und das ist das, was du nur mein Deeg bünd. Und das kann auch in Springform kommen. Alles wie an der Sandküste einfach festdrücken. Also könnt mein Deeg kurz an den Frigo, für dass der Butter im Hart geht und das ganz fest geht. Also zu meinem Topping.
Die besteht aus Cream Cheese und aus weißem Schokolade. Und der Schokolade geht nur für dich geschmolzen. Und dafür mache ich ein Bain-Marie. Das heißt, schon hier warmes Wasser. Und da kommt eine andere kleine Kasserole dran. Schon dieselbe, wo ich die Butter dran geschmolzen habe. Das ist auch nicht schlimm, wenn noch ein bisschen Butter dran ist. Und da geht mein Schokolade da dran geschmolzen. Und wenn der Schokolade ganz geschmolzen ist, dann mache ich meinen Kochblock aus, lasse ihn durchstehen und kümmere mich um meine Schlagsahne. Die kommt nämlich schon noch dran. Ich schneide 200 Milliliter rein. Und da kommt noch ein bisschen Puderzucker dabei. Ich kann einfach dieselbe Schüssel holen, wo ich gerade Schlagsahne dran gemacht habe. Und da kommt der Cream Cheese dabei. Zusammen mit ein bisschen Vanilleessenz. Und noch mit richtiger Vanille. Ich habe eine Vanillestange einfach ausgekratzt. Und natürlich kommt noch die weiße Schokolade dabei. Das ist schon für mich Schokolade Mascarpone Creme. Da könnt dann nur noch die geschlorene Schlagsahne drin, für das Ganze ein bisschen mehr locker zu machen. Ich habe wirklich nur 2 Löffelchen Puderzucker benutzt. Und das, weil der weiße Schokolade ja schon immens süß ist. Das heißt, ich brauche wirklich nicht noch viel Zucker dabei zu gehen. Aber was bei diesem Topping so flott ist, dass es ein No-Bake Cheesecake ist. Das heißt, das brauche ich nicht noch am Frigo festzugehen. Und dann ist der Kuchen schon fertig. Perfekt. Das kann auf den Cheesecake-Boden kommen. So, und ich brauche nur noch ein paar Stunden an den Frigo zu kommen, an Ehrischen servieren, dekorieren ich noch mit guten Kisten aus dem Glas. My Christmas Cheesecake, der neue Rival für die traditionelle Büste Noël.